Nachher hat Jesus die Parabel erzählt für das Volk. Ein Mann hat mal eine Traubenplantage gemacht, hat's vermietet für ein paar Bauern und ist gereist und ist eine große Zeit fort geblieben. Wie die Endzeit war, hat ein Arbeiter geschickt, für sein Teil zu holen. Aber die Bauern haben ihn verschlagen und haben ihn zurückgeschickt mit den leeren Händen. Der Herr vom Land hat einen anderen Arbeiter geschickt, aber die haben ihn auch verschlagen. Nachher musste er Scham mitmachen und ist zurückgeschickt mit nichts. Da hat ein dritter Arbeiter geschickt, aber die haben ihn verschlagen und haben ihn fortgejagt. Da hat der Herr vom Land gedacht, was mache ich? Ich weiß schon, ich schicke meinen lieben Sohn. Ich bin sicher, dass die ihn respektieren tun. Aber wie die Bauern den Bub gesehen haben, sagen sie, das ist im Herr sein Bub. Der tut die ganze Plantage erben. Wir bringen ihn um, dann ist die Plantage unser. Da haben sie den Bub von der Plantage rausgeworfen und haben ihn umgebracht. Da hat Jesus gefragt, und jetzt, was macht der Herr von der Plantage? Der kommt, tut die Männer umbringen und gibt das Land für andere Bauern. Da haben die Leute, die das gehört haben, gesagt, dass Gott das nicht passieren lässt. Aber Jesus hat sie angeguckt und sagt, die heilige Schriften sagen, der Stein, wo die Baumeister nebengelegt haben, war am Ende der Hauptste von sie allen. Wer auf den Stein fällt, bleibt in Stiege. Und wenn der Stein auf jemand fällt, bleibt der Mensch in Staub. Die Regierungsmeister und die Chefe von den Priestern wussten, dass Jesus die Parabel erzählt hat gegen die und wollten schon das inhaken, aber hatten Bang vom Volk. Da haben sie angefangen, Jesus abzupassen, haben ein paar Männer bezahlt, von dem Ding zu fragen. Die mussten machen, wie wenn sie ehrlich wären und versuchen, Beweis für eine gegen Jesus. So hätten die Regierungsmeister und die Chefe von den Priestern einen Ausritt für Jesus inzuhocken und ihm abgeben in dem römischen Gouverneur sein Hand.